Tja, Freunde, wir sind zurück bei Kingdom Hearts 3D HD im Boss Rush mit Sora zurück bei Traverse Town. Und ja, ich habe ziemliche Probleme, muss man zugeben. Noch ein bisschen geguckt, was andere so einsetzen und so. Und ja, gibt auch mal so einen coolen Skill mit den Ballons, den man ihn kaufen kann. Der soll da sehr, sehr geil sein. Weil er extrem viel Damage macht, gerade beim zweiten Boss. Ja, beim ersten, ja, wenn man halt ein bisschen mehr so blockt und so. Nicht so wie ich mache, sondern richtig blocken. Dann könnte es auch besser funktionieren. Aber sicher nicht so. Wir haben uns überlegt, wisst ihr was, der Rush läuft ja eh. Also der Rush im Sinne vom Sturz. Der läuft eh die ganze Zeit weiter. Also machen wir jetzt einfach mal, bis wir zu Riku switchen. Und da gucken wir weiter. Vielleicht muss ich den Schwierigkeitsgrad untersetzen. Ich weiß, ihr könnt genau auch noch üben und so. Es ist alles gar kein Problem. Und trotzdem zu hitten, damit es klappt. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt eine Schwierigkeitsstufe unterstellen kann. Aber mir geht es darum, das war auch schon ein bisschen bei Kingdom Hearts 1 und 2 so. Ich bin nicht unbedingt der Hardcore-Zocker bei solchen Spielen. Generell eigentlich nicht. Ne? Wenn ich irgendwie merke, hey, ich habe da einen Boss, mit dem kann man mit meinen üblichen Strategien nicht durch. Und ich müsste dafür irgendwie neue Skills erlernen, trainieren etc. Da gibt es so Phasen, manchmal denke ich mir so, ja, kann man machen. Und andererseits gibt es so Situationen, wo ich denke, nee, hab keinen Bock drauf. Und dann aber halt irgendwie auch keinen Bock mehr aufs Spiel. Und das will ich hier, vor allem hier bei dem Spiel eigentlich ungern. Dass mich hier immer erwischt, ist so doof. Wird der Sturz hier gar nicht ausgelöst. War ein Freund. Natürlich genau in dem Moment. Also dann blocke ich, dann greife ich trotzdem dazwischen an. Es ist doch einfach zum verrückt werden. Der Skill übrigens, mit dem die anderen das irgendwie gemacht haben, lautet Ballon. Also Balloon, das war zumindest im Englischen so. Was im Deutschen ist, ich nehme auch an, dass Ballon heißt, ganz ehrlich gesagt. Zum Teil haben die fest eingesetzt, aber weil es auch nicht so viel Damage gemacht hat. Und ja, müssen natürlich halt gegen alle drei Bosse, die mittlerweile platt gemacht haben, nochmal antreten. Kann auch schon mal so weit vorwegnehmen. Also sicher ein hohes Level haben kann jetzt schauen, neben diesem Balloon-Skill. Und sicher auch ein bisschen geskillter sein als ich. Das kann einen schaden. Natürlich müssen wir plötzlich auf die Entfernung hin, ist klar, Alter. Ja komm, übertreib's noch. So, mal gucken, wie weit ich komme, aber ich glaube, der Sturz geht runter. Okay, sehr gut. Da ich irgendwie keinen Bock mehr habe, keinen Riku switchen. Mal bei ihm gucken, wie es weitergeht. Man kann das vielleicht irgendwie auch mal offscreen ein bisschen weiter versuchen, gegen das Vieh anzutreten und indem dann den richtigen Rush, wenn ich es platt gemacht habe, dann natürlich zeigen. Und ich glaube, Angeber soll wirklich der zweite der schwerste sein von allen, was irgendwie auch am meisten Sinn macht, aufgrund der kleinen Fläche hier, ne? Weil der dritte ist das Vieh, das wir bei Ding gesehen haben, bei Monstro.
Und das ist in der So-Variante jetzt nicht so schwer Platz zu machen. Oh, das kann man so unerwartet. Oh. Das wird schwer. Ah doch, warte mal. So kann es vielleicht klappen. Ich glaube ganz ehrlich, ja, er steht natürlich gerade zum Teil ein bisschen doof an. Aber es ist auch so möglich, das Vieh platt zu machen, ne, ohne diesen Ballon-Skill zu haben. Wenn man ein bisschen sich guckt, wie reagiert das Vieh, eben zum Beispiel den Quatsch macht. Der den nicht zu lange draufstehen soll, weil er den macht, genau. Weil er die Hände nach oben macht, weiß er, okay, jetzt kommt das Flammenmeer, muss halt ausweichen. Wenn nur ein Arm in Flammen steht, weiß er, okay, er greift direkt an. Oder mit, also mit dem Schwanz natürlich. Hä? Ich glaube sogar nach Armen greifen trotzdem an. Und dann kommt durch, besser gesagt. Ich block doch schon! Mann! Drücke wiederholt X, ja. Wie das Problem hierbei ist. Dann bin ich in der Luft und will blocken. Mit dem Viereck, was passiert? So gleich erstmal durch die Luft. Also da auch irgendwie so, wo ich sage, ja, okay, Kampfsystem, schön und gut, aber präzise sein ist was anderes. Ja, das ist mir halt den ganzen Spaß im Spiel. Heißt, alles was bisher cool war, ist bitte auf einen Schlag einfach scheiße. Dann habe ich ihn in der Nähe vom Cooldown, den ich angegriffen habe, bis ich wieder blocken kann. Ich glaube nicht, dass teils irgendwie die beiden Kämpfe eine Stunde lang ungefähr, nicht mehr so lange, wenn ich stundenlang wieder analysiert habe, kriege ich die in einem Rush durch, gar kein Thema. Auch auf dem Schwierigkeitsgrad. Bin ich mir ziemlich sicher. Warte mal, der Sturz dazu gar nicht ausgelöst, weil wird er immer wieder resettet. Scheiße! Ja komm, wisst ihr was, ich hab keinen Bock mehr. Soll ich mich platt machen? Na komm, ich schaff's eh nicht in dem Run. Vergesst es. So. Schön die Fresse geschlagen, perfekt. Man kann nachher zu Riku rüber und dann ist gut. Ihr seht Traverse da, ne? Da heißt, sie wird jetzt eh direkt. Nee, Moment, da unten war's, ne? Das unten wird jetzt eh direkt ausgelöst. Jetzt man könnte nur sagen, hey, trainier noch mal ein bisschen. Oder habe ich irgendwo noch einen Laden? Ah, hier ist noch einer. Kann man gucken, was das so für Skills sind. Was ich überhaupt schon habe. Gut, ein Feuer statt ein Feuer. Ja gut, kann man natürlich auch überlegen. Das erst irgendwie noch freischalten. Funk, ist es das vielleicht?
habe echt keine Ahnung, Freunde. Deswegen erstmal gucken, vielleicht ist der, ja. Das war nur aus Prinzip. Wen Move mir mittlerweile. Kollisionsmagnet. Magnet. High Potion, nee. Ah, warte mal, ich kann nicht einsetzen. Doch, kann kurz abwarten. Ich habe eh nicht gespeichert, von dem her gar kein Problem. Mal gucken, heißt es, aber warum sollte jetzt das auf Englisch Balloon, auf Deutsch wieder Funke heißen? Nein, ist es nicht. Okay, es ist nicht, Freunde, ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Dann gehen wir kurz im Titelmenü. Jo, wie gesagt, ich habe eh gespeichert, ne? Kann nochmal ganz kurz neu starten. Und dann switchen wir zu Riku und mit dem Sturz, das mit dem Ballon-Skill, den ich vorhin erwähnt hatte, da muss ich gucken. Ich glaube, ich werde erst mal schauen, wie ich den bekomme. Falls nicht, dann muss ich doch vielleicht sagen, okay, dann gucke ich mal, kann man die Schwierigkeit irgendwie runterstellen? Geht das im Nachhinein? Nee. Ist nur normal, ne? Ist nicht extrem oder so, also. Ja, ich weiß. Ist halt einfach nicht mein Ding. Das ist halt. Sowas nervt mich einfach, das ist halt das Problem. Warum muss man irgendwie so einen Boss-Rush machen und so? Naja. Ist es ist, ich kann es nicht ändern. Kann man natürlich darüber aufregen. Natürlich nicht nur über den Zustand quasi, sag ich jetzt mal, dass es überhaupt sowas gibt wie eine Art Boss-Rush-Modus. Natürlich auch darüber aufregen, dass ich halt so schlecht bin, ne? Ist auch ganz klar, muss man sich auch manchmal vielleicht die Gedanken machen. Aber gut. Scheiß drauf, Freunde, ich mache einen Sturz, wir gehen zu Riku rüber für den Rest der Folge. Und nächste Folge dann, so, je nachdem, natürlich lange mit Riku brauchen, je nachdem mit Sora halt nochmal gucken. Kann natürlich auch sein, dass ich dann ein bisschen verzögere das Ganze, bis wieder neue Folgen kommen, oder ich irgendwie vielleicht irgendwann sage, du, sorry, aber vergesst es. Zeigt noch ein paar Zwischensequenzen zu, was noch alles kommt. Das Spiel ist sonst nicht durch. Wäre zwar mega, mega schade, aber was willst du machen? Kann mich hier abnerven und so, bis ich es geschafft habe. Und ja, die Zeit und so ist aber das Thema. Allein irgendwie auch die anderen Folgen darunter und dann sage ich irgendwann so plötzlich, ja, ist einfach scheiße, gar keinen Bock mehr darauf. Jetzt doch ist doch nicht mehr. Ich irgendwie einen Skill oder den ich nur mit Riku bekomme. Das wäre irgendwie auch assi. So. Hier kann ich speichern. Ding kann ich ja hier nicht machen mit Riku, ne? Aber dann mal den noch ein paar weniger. Ein paar weniger Moves meine ich. Hä? Ich muss mit ihm da zusammen kaufen. Ah, okay. Muss mit ihm noch kaufen, gut. Dann mit dem Ballon, keine Ahnung, kann man das irgendwie herstellen oder so? Kein Plan. Die wir noch nie gemacht haben, offensichtlich. Wir werden mal sehen. Oh, spannend wollt ihr eigentlich. Ich Trottel. Nein! Zu nervös, zu nervös. Zu rushig unterwegs, ne? Der Boss war halt vorhin, liegt ihm noch im Blut. Leider. Nein! Ganz ruhig jetzt, Michael und Riku. Also, ob sowieso, dass ich mit so nochmal trainieren werde, bis zu Level 20 oder so, vielleicht sogar noch höher. Wenn ich sage, hey, eine Stunde lang offscreen trainieren, bis ich vielleicht 25 oder so bin, dann mache ich die Viecher locker platt. Könnte eine Variante sein. Wir werden sehen. Ich werde mal recherchieren, wie ich diesen Ballon-Skill kriege. Aber der sah schon krass aus. Offenbar werden dabei irgendwie solche Ballons beim Gegner sogar gespawnt zuerst. Machen ihn dort Schaden, dann kommen die zu uns. Und dann können sie nochmal auf den Gegner losschicken und nochmal Schaden machen. Ne? Also scheint ein krasser Move zu sein. Dumbo ist da, oder Donphan, oder wer wieder mal Pokémon sind.
Da muss irgendwie auch die Geister, die dabei haben, wechseln. In einer anderen Variante. Statt unserem so einem Flora halt eins, das auch ein bisschen Damage machen würde. Beat! About time, yo! Beat! What happened to your Dream Eaters? Don't need them when I've got my game partner. And I don't need you! Oh, here we go again. 5 seconds ago it was, "Where's Riku?" And now the act? Whoa! Don't tell him that! It's so nice to meet you. I'm Rhyme. Riku, right? Sorry, my partner's acting like a doofus. I am not! You always gotta go around and garnish my reputation! Since when? You burned that bridge all by yourself. Nobody raises his reputation by lowering others. Yo, Riku! You gonna sit there and let her get in my grill? Sorry, it's just... You two are cut from the same cloth. I ain't know. made of cloth. Beat looks and talks like a punk, but there's a heart of gold in there somewhere. Yeah. He's come through for me, so I know what you mean. There! See? I'm a... Rhyme! You didn't just call me a punk again! Huh? All right, now we ruffled its feathers. Ready to do this? Yeah! Yep, he's not amused. Me and Rhyme will handle things here. You go after that thing. Right. Das nicht fliehen, ja. Sag's es einfach. Der fliegt ja ständig. Oh. Was ist denn das? Ist aber schön markiert, aber ich kann gar nichts machen da. Das heißt, lass nicht fliehen, ja, und dann weiter. Ah, okay. Quantity versus quality, huh? Jo, klar, wo man nicht, ne? Riku, nicht pennen. Ja, Mann, einfach Take die spammen. Alles klar, Pandrago? Das war's bei ihm schon? Riku, the third district. We're going to pin it between both worlds. Got it.
Warum bei Rico der Link-Boost so aussieht, da war kein Plan. Hä? Richtig ist, dass Rico kurz vom Level up steht oder was? Tatsächlich! Warte mal, es ist doch ein Level höher als Sora, oder? Sogar. Du. Take this! Ha! Take this! Ja, gut, ja, 2300, das sind doch ein bisschen viele. Ja, das wird lange dauern. Kann man eigentlich nur kurz speichern gehen hier oben, wann natürlich gar nicht geht, ja klar. Scheiß Frosch. Was willst du, Mann? Froschkönig. So geht Feuer. So geht Eis. So, dankeschön. Meet Riku speichern. Ja, der hat es aber schnell. Gut, Level 18 war eigentlich vorher schon, ne? Beziehungsweise war nach dem ersten Kampf schon Stufe 18. Aber Stufe 19, 20, da ging doch relativ flockig. Kannst du dir meine Dinge an? Ja, jetzt ist halt die Frage, Schwertfall, Eisklingen, das sind... Ja, Papierschlange, das ist natürlich auch nicht. Kann eben noch ein paar Dinge hier kaufen, ja. Funke, nee, war es nicht. Was habe ich denn hier wirklich für Optionen, um das Ding irgendwie herzustellen, ne? Dex tauschen? Nee. Geister. Fertigkeitslink. Warum soll ich den irgendwie wechseln? Das ist natürlich doch cool, ne, was ich noch machen kann. Warte mal. Natürlich auch nie gemacht mit den ganzen Geistern. Ja, mal gucken, ob einer von denen... Aber sieht nicht so aus, ne? Fesselblocken. Ob ich diesen Ballon-Move dabei habe. Eisra, ja, war cool. Eisgar, gaga. Wasserfest, so was bei dir? Verwirren, ja, darauf steht der.
dass hier mehr oder weniger immer dieselben Moves sind. Oder Fähigkeiten, die man ja freischaltet. Das ist natürlich so ein Punkt, ne? Oh. Zu wenig. Natürlich so ein Punkt, dass man sagen könnte, hey, Moment mal, erstmal die Fertigkeiten linken, erstmal komplettieren. Also damit so weiter gucken. Da sind die drei, ne? Das klingt dann auch ganz gut. Feuergabe hat es noch nicht gekauft, ne? Ja, vielleicht doch eher so, ne? Den Heilding habe ich aber nicht, ne? Den ist eben noch Vita. Und Vitalität. Sehr gut. Also nochmal speichern, Freunde. Dann würde ich sagen, gehen wir mit Riku direkt weiter. Ist schwach, ja, das ist gut. Nein, natürlich ist schlecht, aber der Zeitpunkt gar nicht mal so schlecht. Ich kann jetzt mit Riku noch schnell sein Part erledigen. Das ist nicht euer Ernst. Hier mit Riku einen Umweg machen oder was? In der nächsten Folge mit so zu sehen, wie wir weitermachen, ne? Jage nach Travers Ost. Ich nehme mit so und eine Fertigkeitslinken zu machen, weil ich glaube, Schaden tut es eh nicht, ne? Da kriegen wir ein bisschen mehr Power dazu. Und wegen diesen Fähigkeiten muss halt echt mal gucken. Sag mal. Reihe und Glied. Travers Ost, so. I got you now. This is my street, yo. You gotta play by the rules. Oh no! Hey! Sora, you got this. This is so tired, yo. Every time we chase him down. I know. But we've got an ally on the other side. Don't worry. Yeah, well, I still don't like it. You know, you are such a good listener, Beat. You're like a sponge, really. Me? I'm not a sponge. I'm just me. You mean Daisuke Nojo Bito. Hey! Don't use my full name! That's a weird name. Hey! Well, it's time to go. Hey, Riku. Thanks. Yeah, stay cool. We'll catch up with you soon. Mm-hmm. Say hi to Sora. Sure. Riku, remember what I say. Be careful. If this really is a dream, it's going to lie to you, to try and make you think it's real. I got it. What? I don't got it. You and Sora would break your heads on this one. Huh?
Und da geht er einfach. Schlüsselschwert, das weniger kritische Treffer zu lesen, aber ein hoher Magie wechseln erleichtert. Ah. So, Riku ist ja fertig und bei Sora, das werden wir nie mehr alles erleben. Dankeschön, Spiel. Fertig. Und die Frage muss er erst mit Sora nachher auch durch sein, damit es dann nachher weitergeht, ne? Weil ich meine, ja. Ist so, ne? Ich habe wieder die 3 Welten. Zum nächsten komme ich gar nicht. Das sind sowieso nachher noch 3. Statt Traverse, wir dann nochmal rein müssen. Jo, natürlich nicht. Kampfstufe 24. Ja, das ist das, was mir ein bisschen traurig stimmt. Naja, ich wechsle mal oder stürze mal zu Sora rüber. Vielleicht werden wir bei Ivan noch ganz kurz das mit den Dinger machen. Mit den, hätte keinen linken und so. Links. Genau, die mal noch freischalten und dann mal gucken. Oh. Hab ich direkt für beide gemacht. Bei 2 Linken mit dem Geist, den wir noch nicht haben, ne? Ich meine, das sind jetzt die aktuellen Geister, sind noch andere dabei, ne? Ja, ich kann mittlerweile noch ein paar von denen machen. Es nur noch einer fehlt. Bin ein bisschen, zweifle ein bisschen tatsächlich. Kann auf die anderen wirklich nur zugreifen, wenn ich... Irgendwie schräg. Warte mal, ich schicke die anderen mal kurz rein. Kann ich auf ihre Linkverbindung jetzt zugreifen? Lol, tatsächlich. Stufe, okay, dann Vigra, unbedingt so wichtig, Magiesphäre. Ist das vielleicht? Nee. Davon ist eh nur ein Zauber. Ich finde es auch cool, dass es irgendwie doch für beide gilt, ne? Also für Riku und Sora gleichermaßen. Mehr Abwehrkraft kann auch nicht schaden. Ich meine, vielleicht reicht das bereits, ne, dass wir uns um das andere Viech kümmern können. In den Bossrush quasi. Hellung, Magie hast. Nö. Huch. Also, liegt daran. Genau, das war das Viech. Ja gut. Freunde, würde man sagen, dann haben wir das auch mal getan. Dann nochmal ganz kurz die Gruppe zurück. Wer vielleicht mal aufs die Moves ein bisschen durchmischen, bin ich ganz sicher. Was ich jetzt hier gleich mache ist, warte mal. Ja, pack mal die beiden hier rein. Lass den mal außen vor. Das Gefühl aber vielleicht für den Kampf gar nicht mal so schlecht ist. Ja. Mal gucken, ob wir vielleicht offscreen mal noch irgendwas hier umstellen mit den Movesets und so. In der nächsten Folge hoffe ich doch wirklich, dass wir uns dann um das Vieh kümmern können und es vor allem platt machen, ne? Wäre nicht ganz so schlecht. Ja
Ja, mein HP-Boost aber jetzt 2 Stück, ne, also. Ja, die Dinger, das passt soweit schon. Wert, aber dann noch irgendwas angucken muss. Vizerstufe. Stärker Move mit Vitra, okay, aber natürlich noch hier ein paar andere Dinge. Schwertfall, Saugsturz. Bodengegnern. So. Was den Balloon-Move betrifft, den ich schon erwähnt hatte, da gucke ich mal noch offscreen, wo man den bekommt. Und sonst würde ich sagen, mit so ein bisschen Trainieren nach, also sicher mal Stufe 20 nach, versuche ich es nochmal. Wenn ich merke, jo, klappt besser, dann machen wir da weiter. Ansonsten dann natürlich noch ein bisschen mehr trainieren. Und sagen an der Stelle danke fürs Zusehen, Freunde, und bis zum nächsten Mal. Zurück bei Kingdom Hearts. Dream Drop Distance, hoffentlich, ne? 3D HD sage ich dazu nur. Bis dahin, ciao zusammen.